Was ist da falsch? Ah! Und damit herzlich willkommen zur 27. Folge von Swissinfo doof aus Switzerland. In erster Linie danke vielmals Papi für die Idee. Ich glaube, ja, ein Versuch ist es wert. Also es ist nicht meine Idee, sondern die von meinem Vater. Hallo Vater. Hallo Mutter. Und für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wer mich gerne persönlich treffen würde, kann das diesen Samstag in Zürich machen. Nähere Infos gibt es beim ersten Link in der Videobeschreibung. Und wisst ihr, was mir gerade letztens aufgefallen ist? World Info, das ist Mist. Das mache ich nicht mehr. Aber jetzt tue ich einfach ein bisschen ausländische Nachrichten klammheimlich auch in meine Swissinfo einschleichen lassen. Allerdings soll es primär immer noch um die Schweiz gehen oder einfach um das, was in der Schweiz momentan am meisten thematisiert wird. Und was momentan wirklich extrem in der Medienwelt umgeht, ist im Christoph Mörgeli sein Facebook-Profil. Yep, es geht jetzt wieder rum. Eine Zeit lang ist es nicht umgegangen, weil es nämlich nicht mehr da war. Facebook hat sein Profil nämlich für kurze Zeit gesperrt, das angeblich wegen einem Bild, das er gepostet hat. Er selber sagt das hingegen als politische Kampagne gegen ihn, denn damit Facebook auf ein rassistisches oder angeblich rassistisches Profil aufmerksam wird, muss das Profil zuerst gemolden werden. Und er geht davon aus, dass irgendein politischer Gegner ihn gemolden hat. Laut der Facebook-Richtlinie ist Rassismus verboten. Und jetzt schauen wir mal das Bild an, das er gepostet hat. Die Fachkräfte kommen, ein sehr provokantes Bild. Ist das Rassismus? Sollte man dafür gesperrt werden? Eure Meinung einfach mal ab in die Kommentare. Und jetzt, was sich die Aufregung vielleicht auch langsam wieder gelegt hat, der Mr. Mörgeli hat sein Profil wieder zurückbekommen. Der Christoph Mörgeli ist quasi eins von den Urgesteinen der SVP und ist dort sogar innerhalb der Partei als Hardliner bekannt. Das unter anderem, weil er seine politischen Gegner unter anderem immer wieder auf persönlicher Ebene angreift. Trotzdem ist er eins der allerbekanntesten Gesichter der SVP. So, und jetzt, wenn wir schon mal beim Thema Politik sind, schaut doch einfach mal, was auf meinem T-Shirt steht. Habt ihr es gesehen? Ich bin nämlich, wie schon die meisten von Instagram oder Twitter erfahren haben, an der Jugendsession gesehen. Und ich sage euch, es lohnt sich dort anzugehen. Einmal einfach selber im Nationalratssaal zu stehen, für deine Ziele, für deine Ideen zu debattieren. Und sogar ein Selfie mit einem Bundesrat machen. Meine Güte, das hatte ich nicht mal im Traum mir erträumt. Im Traum erträumt. Oh nein, nicht wieder eine Deutschstunde! Jedenfalls habe ich es extrem cool gefunden. Ich würde euch sehr ans Herz legen. Für alle, die politisch interessiert sind, meldet euch dort an. Es ist unendlich geil. Vielleicht abgesehen vom Essen, manchmal ein bisschen karg, aber darüber kann man streiten, es ist jedenfalls super gewesen. Wer sich dort bewirbt, hat leider nur eine Chance von 1 zu 4 dort anzukommen. Im Durchschnitt bewerben sich 800 Jugendliche aus der ganzen Schweiz, aber der Nationalratssaal hat leider nur 200 Sitze. Aber egal, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Glück, falls ihr euch dort bewerbt. Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr, falls ich es wieder dort anschaffe. Und jetzt verschaffen wir uns einen kleinen Blick nach Zürich und uff, ich kann den Gestank schon schmecken. Also, liebe Zürcher, es stinkt nicht wegen euch, ihr stinkt zwar auch, aber nein, ist gut. Nein, seriously jetzt. Letzten Samstag war in Zürich die Street Parade und mich hat schockiert, wie es hinterher ausgesehen hat. Ich persönlich bin zwar noch nie dort gewesen, aber darauf aufmerksam hat mir ein Facebook-Post gemacht, wo wirklich gerade Zürich von der allerhässlichsten Seite zeigt. Jedenfalls, ich glaube, die meisten sollten wissen, was Street Parade ist. Ich muss noch mal ganz kurz erklären. Es ist eigentlich ein riesengroßes Fest. Das Mal sind 1 Million oder sogar mehr wie 1 Million Menschen in Zürich gewesen, haben einfach konsumiert, was das Zeug haltet. Und wir reden hier nicht von irgendeinem Weckli, sondern von anderen Stoffen besonderer Art. Ich rede mal von Alkohol und vielleicht bei manchen durchaus öfters arzttreffenden Fällen vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Jedenfalls muss das eine richtig grosse Party gewesen sein. Den Leuten ist es einfach gut gegangen. Aber wie es hinterher ausgesehen hat, uiuiuiui. Viele Zürcherinnen und Zürcher beklagen das und ich kann es verstehen, denn der Hauptverdienst von dieser Parade geht nicht etwa an die Stadt selber, was ja herzlich willkommen wäre, sondern an die Organisatoren von dieser Parade. Vor allem darum ist die Street Parade bei den älteren Zürchern ziemlich verhasst. Allerdings kann ich mir vorstellen, was sich in den Köpfen der Zürcher Regierung abspielt. Die denken sich nämlich, aha, wenn wir Nein sagen, dann gehen die Organisatoren einfach in eine andere Stadt und wir sehen gar kein Geld mehr. Also ist es gescheiter, wir sagen ja und kassieren wenigstens ein bisschen. Unter diesem Aspekt kann ich das natürlich auch verstehen und darum nehmt mir jetzt einfach mal eure Meinung Wunder. Wer ist dort gesehen? Wie habt ihr das erlebt? Wer hat den Müll hinterher gesehen? Eure Meinung einfach mal ab in die Kommentare. Gut, kommen wir zum Bereich Fernsehen. SRF-Moderatorin Steffi Buchli ist gerade kürzlich in einen Skandal verwickelt gewesen. Und für die jetzt zu Recht denken, oh, da kommt ja Vollsport mit dem.
Es hat seither kein Swissinfo gegeben, das heisst, es ist an sich unter diesem Aspekt immer noch aktuell. Jedenfalls hat die gute Dame auf Facebook einen Hate-Kommentar bekommen und was macht man darauf ab? Man ignoriert es, genau das muss man machen. Man sperrt den oder die es geschrieben hat, aber ansonsten macht man gar nichts. Leider hat sie das nicht gewusst oder nicht wollen wissen und so hat sie kurzerhand Telefonnummern und dann sein Profil veröffentlicht. Das dürfte jetzt schön gesagt zur Folge haben, dass der Typ jetzt selber weiss, wie es ist, wenn man Hater hat. Aus rechtlicher Sicht macht sich die Moderatorin damit eigentlich strafbar, aber bislang habe ich nichts Näheres zu dieser ganzen Sache erfahren können. Darum würde es mich jetzt einfach mal wundern, was ihr von eurem Verhalten haltet. Und jetzt, Deutschstunden nicht wieder. Ich glaube, ich muss mal meinen Deutschlehrer einladen oder so. Das ist zum Verzweifeln. Wie gesagt, was haltet ihr von diesem Verhalten? Mir persönlich gefällt es überhaupt nicht. Ich finde das Dümmste, was man machen kann. Aber wie gesagt, eure Meinung in den Kommentaren. Dann kommen wir noch zum letzten Thema und das hat wieder mit der SVP zu tun. Die ist ja wirklich immer wieder in den Schlagzeilen. Erstens mal hat sie wieder einen Song veröffentlicht, Welcome to SVP. Ich habe noch nicht gelost, werde darum noch nicht darüber berichten. Und zweitens habe ich an der Jugendsession einen jungen SVPler kennengelernt, der innerhalb von der SVP der Verein Gay SVP gegründet hat. Und für alle, die sich denken, was ist denn das? Das ist der Verein für schwule SVP-Mitglieder. Irgendwie beeindruckt es mich, dass es das innerhalb von der SVP gibt, was ich es ja wirklich überhaupt nicht erwartet hätte. Und für das gibt es der Win, nicht mein Format. In der SVP oder in der CVP könnte ich mir das wirklich absolut nicht vorstellen. Aber eigentlich muss ich es mir gar nicht vorstellen, weil ich es ja einfach nachschauen kann. Das war es mit dieser 27. Folge von Swissinfo. Da war es Switzerland. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Oder ich freue mich auch, wenn ich euch am Samstag dann treffen kann. Wie gesagt, die nötigen Infos unten in der Videobeschreibung. Und damit, tschüss!